Der zweite grosse Punkt kann sein, wenn dich Medien, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, in dieser Story, wenn ihr den Cola-Podcast ein bisschen mitverfolgt, oder auch andere Medien verfolgt teilweise. Also nicht, dass ich ein Medium wäre, aber es geht mehr darum, was auch schnell passieren kann, wenn Medien oder Plattformen dich als Musikschaffende hypen tun, ohne dass dort tatsächlich etwas dahinter ist. Beziehungsweise, obwohl du gar nicht konsumiert wirst. Das passiert in der Schweiz leider ganz oft, aus verschiedensten Gründen. Wir haben auch andere Folgen auf dem YouTube-Channel, wo es ein bisschen darum geht, wie so die Promolandschaft oder die Medienlandschaft in der Schweiz aussieht. Und weil wir vielleicht halt ganz etablierte Medien haben und sehr kleine Medien und nichts so richtig dazwischen, passiert es halt ganz oft, und das geht halt auch nachher in das Thema Popularität rein, passiert es ganz oft, dass Künstler und Künstlerinnen viel zu früh irgendwie gefeatured werden und pickt werden, aufgehypt werden und aber gar nicht richtig konsumiert werden von den Leuten da draussen, weil again, bei den Leuten, for the people, wenn du auf der Straße würdest schauen, bist du null relevant, so. Aber du kommst die ganze Zeit Medienfeatures über, weil du jetzt gerade der Medienliebling geworden bist, so über Nacht. Und das kann auch mega zum Verhängnis werden, weil zwar dein Bekanntheitsgrad, deine Popularität steigt, aber nicht zwingend, weil wir da jetzt einen Kreis schliessen zum Umsatz und zu deinem Geld, nicht zwingend dein Business, weil du nicht wegen dem mehr Konsum bekommst, zwungenermassen. Das ist aber ein bisschen ein tieferes Thema, wo da jetzt den Rahmen wird sprengen, was halt passiert, wenn man zu früh, zu fest gehypt wird von Medien. Aber ich würde das mehr so ein bisschen als einen von den Punkten halt, erwähnt haben, wo halt sehr schnell auch zum Verhängnis werden kann. Und dort, wie ich es vorher auch mit dem Gianluca ein bisschen gesagt habe, dort das muss nicht heissen, dass das nur bei etablierten Künstlern passiert. Viele, die da jetzt vielleicht zuschauen oder sich die Folge später anschauen, sind vielleicht auf Newcomer-Level oder fangen gerade erst an mit Musik, was auch nichts dagegen ist, so, respektiere ich auch natürlich, wenn er den Weg da irgendwann einmal ins Musikbusiness findet, ins Schweizer Musikbusiness, egal in welcher Form. Aber das passiert auch ganz oft, wo ihr das seht, auf eurem Level, ist halt zum Beispiel eben auf Instagram oder auf den Social Media Plattformen, wo man dann nicht von Medien gefeatured wird, sondern einfach irgendwie von seinen Gespönli oder seinen Gruppen von Leuten irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt mehr abgefeiert wird als vorher bei einem neuen Release. Und irgendwann einmal nimmt das so ein bisschen eine komische Dynamik an, wo nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie der AD das am Anfang gesagt hat, nicht mehr richtig mit dem übereinstimmt, was man innerlich jetzt würde denken. So die Innen- und Aussenwahrnehmung, wo man immer ein bisschen gegenchecken muss in so einem Fall. Und Gianluca schreibt dann noch, das Problem ist auch, und schreibt ruhig gerne auch euren Input in den Comments, das ist sehr geil, also ich gehe sehr, sehr gerne darauf ein. Das Problem ist ja auch, dass wenn du zu früh, zu schnell gehypt wirst, kannst du zu 90% nicht nachliefern mit Droppen von Songs und dann verlierst du das alles so schnell, wie es ist gekommen. Perfekter Segway oder perfekter Übergang, Gianluca, weil ich das auch so noch erwähnen oder mir da aufgeschrieben habe. Absolut. Ich sage es ein bisschen anders, aber es geht genau ums Gleiche. Es ist genau der gleiche Twist. Entweder ist es so, wie der Gianluca das sagt, dass du nicht nachliefern kannst, weil ja, du wirst populärer, also für die sich das nicht so bildlich vorstellen können. Das kann wirklich auch von einem kleinen Rahmen passieren, dass du jetzt davon, keine Ahnung, 500 Follower auf 1000 Follower raufspringst auf Instagram, wegen irgendwelchen Gründen, Social Media mäßig, oder? Und du wirst zwar höher im Bekanntheitsgrad, aber weil dein Prozess immer noch der gleiche ist und dein Output, die Anzahl von Songs zum Beispiel, die du raushaust, immer noch die gleichen sind, kommst du mit dieser höheren Nachfrage vielleicht plötzlich irgendwann einmal nicht mehr an. Und was passiert noch zusätzlich zu dem, was der Gianluca gesagt hat? Deine Qualität leidet extrem drunter. Weil nicht nur leidet sie drunter, wenn du versuchst, dem jetzt irgendwie nachzugehen und du bist überhaupt nicht vorbereitet oder daran gewöhnt. Aber es kann auch sein, die andere Schattenseite, wieso die Qualität irgendwie plötzlich in die Hose geht, dass du lauter eben, das kann halt mit Medien passieren, die dich featuren,
Aber wenn es nicht Medien sind und es sind irgendwelche Leute bei dir auf Instagram, die einfach die ganze Zeit Flammen-Emojis in die Comments rein tun, dann kann es auch oftmals passieren, dass du plötzlich Ja-Sager um dich herum hast. Vielleicht macht es da bei ein paar, hat jetzt ein paar so den Aha-Moment, wo das jetzt gehört, dass man irgendwelche Leute um sich herum hat, wo nur noch bedingungslos alles geil findet. Egal welchen Song man droppt, alles ist geil, alles ist ein Fire-Emoji. Das ist so, im Grunde genommen sind das so ein bisschen die Ja-Sager, von denen man halt jetzt gar kein konstruktives Feedback mehr erwarten kann. Und das ist auch entweder das, oder dass man halt überhaupt nicht zu 90%, wie der Gianluca das sagt, nicht nachliefern kann. Die zwei Sachen hängen sehr, sehr oft sehr stark zusammen, wenn du jetzt plötzlich irgendwie mehr wegen Cloud oder Popularität so gewisse Moves machst. Gianluca schreibt dann noch, uns schade ist, wir haben so viele gute Musiker, aber sie verspielen es so. Ja voll, dann bist du voll im Stress und produzierst nur noch Scheiß-Songs, sehe ich auch so. Genau, auf das habe ich raus. Du hast das ein bisschen viel einfacher jetzt ausgedrückt in einem Kammer natürlich, was ich jetzt ein bisschen länger brauche zum Umschreiben teilweise. Lass mal ein bisschen die Songs durch, man hört viel so Scheißmusik. Absolut. Ich finde das auch eine recht starke Herausforderung oder eine Problematik oder ein Dilemma, dass du halt dann eben entweder du hast jetzt plötzlich einen neuen Kreis von Leuten, das kann auch ein kleiner Kreis sein, wo du jetzt, weil du ein paar Views mehr hast auf YouTube oder auf Instagram, ein paar Likes mehr, jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie ehrlich die Meinung kann sagen, oder du hast halt gewisse Medien, die dich voll aufhimmeln, und man nachher das Gefühl hat, ja gut, okay, eben, es läuft ja, die Leute feiern das ab, ich komme jetzt da anstatt 2 Fire-Emojis, komme ich jetzt 15 Fire-Emojis über in den Comments. Aber mit so Feedbacks muss man halt damals immer sehr, sehr aufpassen, weil das nicht muss heissen, dass du wegen dem qualitativ bessere Musik machst oder tatsächlich eine Steigerung wahrgenommen hat. Weil nochmal, es kann halt sein, dass dein Fame-Level, sagen wir es jetzt mal einfach, oder deine Popularität zwar steigt, aber vielleicht ist dein Konsum genau noch der gleiche wie vorher. Du hast vielleicht ein paar Leute mehr in den Comments, aber der Konsum ist genau der gleiche und der Umsatz und das Geld bleibt wegen dem gleich. Es kann aber auch sein, dass Medien dich featuren oder gewisse Leute dich hosten oder featuren auf Social Media und du jetzt mehr Augen bekommst, aber die zusätzlichen Augen erwarten vielleicht jetzt plötzlich ein anderes Level von dir und ein anderes Tempo. Und wie der Gianluca da sagt, kannst du nachher dem nicht mehr anliefern. Also es hat wie so gute und schlechte Seiten dort, wenn man halt mit dem, sagen wir mal, mit dem Fame auch ein bisschen spielt oder das ein bisschen provozieren wird. Darum reden wir auch oftmals in anderen Episoden über den organischen Wachstum. Und vielleicht erkennen wir jetzt, indem wir halt auch ein bisschen andere Verbindungen da schliessen für uns selber in diesen Diskussionen, wieso es so wichtig ist, organisch zu wachsen und wirklich einen eigenen Boden für sich aufzubauen, weil du ganz, ganz schnell die Aussenwahrnehmung irgendwann einmal nicht mehr kannst unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich gut und was nicht.